So. Hier ist es insofern gefährlich, man merke sich diese Hütte. Wenn man nämlich so doof ist und hier direkt runter geht, weil da zum Beispiel ein Tier gerannt ist, dann dauert es nicht lange, bis man irgendwann hinter diesem Zaun ist und du kommst nicht mehr raus. Da war ich schon öfters drin und hab da einfach nicht mehr rausgefunden hinter dem Zaun. Ich weiß auch nicht. Es ist seltsam. So. Was liegt denn hier? Da war doch gerade was Weißes. Ich gehe mal einfach die Straße entlang, oder? So. Erstmal einfach die Straße entlang gehen. Da hinten ist was Blaues. Ist das wieder ein Hausvogel oder wie das Ding heißt? Hüttenvogel? Ein Hüttensänger, sag ich doch. Das, wo ich gestern gedacht habe, es ist ein Glitch, ein Grafikfehler oder so. Hallo, blauer Vogel. Oh. Das ist ein kleiner Fuchs. Oh, ist noch einer. Okay. Was ist das für einer? Ich wollte eigentlich einen Fuchs fotografieren. Ein Spatz. Der besser einen Spatz fotografiert, als einen Fuchs wegrennen sehen. Da ist ein Eichhorn. Bleib stehen. Das ist ein ziemlich dickes Eichhorn. Das sind mehrere. Seht ihr das? Jetzt habe ich gar keins fotografiert. Bleib doch stehen. Mann, ey. Echt jetzt? Sind die denn so scheu? Oh, da unten ist... Irgendwas ist da. Sind das Pilze, oder? Nee, das ist einfach nix. Okay. Mal gucken. Nicht, dass hier irgendwo ein Frosch oder so sitzt. Ich habe letztens einfach mit der... Oh, da ist ein Biber. Einfach mit der Kamera so rumgelaufen und dann plötzlich wird die Kamera grün. Also, weißt du? Moment. So rumgelaufen so und plötzlich so grüner Ring. Und ich so, hä, was ist das? Geh noch näher dran, noch näher dran, noch näher dran. Das ist einfach nur ein Stein. Was will die Kamera von mir? Stellt sich raus, das war kein Stein. Das war ein Regenwurm, den man eigentlich gar nicht gesehen hat. Wahnsinn. Waren das nur 3? Oder gibt's da noch? Ist egal. Wir haben genug. Zack. Schön Fähnchen aufgestellt. Ah. Da ist wieder der komische Blauvogel da. Ah, bleib doch stehen. Da ist ein Biber im Wasser. Baby Biber. Ja, Biber brauche ich nicht mehr, den habe ich jetzt schon. Wir gehen jetzt erstmal weiter hier. Das ist schon zwischen Wald. Ach, ist das schön. Wenn die Bäume nicht so nah stehen würden. Ich bin doch so dick. So, irgendwie wenig Pilze hier. Oder übersehe ich die gerade? Gehen wir mal da oben. Gucken, ob man da durchkommt irgendwie. Ja, schon, aber... Oh, warte mal. Da ist irgendwas. Oh, das ist... Was ist das hier? Ein Hochsitzding? Das ist ein Spatz wahrscheinlich oder so. Bin mir nicht ganz sicher. Ja, ein kleiner Spatz. Hab ich schon. Habe ich wirklich schon fotografiert? Ja, das auch. Das wird immer schlimmer. Ich bin jetzt einfach ruhig und gehe da jetzt dann hoch. So. Ui. Ah, ja, da nimmt aber wirklich jede Stufe mit. Wie ist das? Ne. Hopp, geht das auch ein bisschen schneller. Da ist ja ein Sonnenuntergang, bis ich da oben bin. Ach nö. Habe ich, glaube ich, einen Vogel vertrieben. So, kann ich da rein? Hallo? Das ist langsam. Wenn das da noch ein Vogel steht oder so. Leuchtet das dann irgendwie? Also ich meine, diese Dinger da, oder dieses Ding da, ist das dann irgendwie, leuchtet es denn da runter oder so? So, wie Sie sehen, stehen wir im Wald. Ich würde sagen, es ist ein hügeliger Birkenwald. Kann ich da runterhüpfen? Will ich da runterhüpfen? Schon, aber es geht nicht. Schade. Aber hier, guck. Oh shit, oh shit, oh shit. Gab's Fallschaden oder nicht? Ich habe nicht geguckt. Aber wenn, dann gab's nicht.
Nicht viel. Was waren das da gerade für Piepsis? Das ist doch ein Pilz, oder? Ja. Was ist das? Ein Bolschewist oder so heißen die, glaube ich. Oh, das noch. Komm, du bist ein Pilz. Das sehe ich von hier. So, dann machen wir gleich mal eine Flagge hin. Ich würde mal sagen, diesmal eine rote. Boing. Oh, da ist ein Wolf. Also ich habe Wölfe hier schon öfters gesehen. Oh, es ist ein Kojote. Okay. Also Wölfe habe ich schon gesehen. Die stehen halt einfach nur rum. Und haben mir nichts gemacht. Von daher ist es mir dann auch egal. Es ist übrigens in dem Spiel so, habe ich zumindest gelesen. Ich bin gerade bei Tag 26, seht ihr oben rechts. Je mehr Tage im Spiel vergehen, desto seltenere Tiere könnt ihr sehen. Und ja, also man sollte das Spiel schon ein bisschen länger spielen so. Oder du gehst halt einfach kurz rein, sammelst einen Pilz, wenn überhaupt, und dann gehst du wieder raus oder so, keine Ahnung. Aber grundsätzlich ist so ein Pilz, nee. Ah! Oh, hier sind überall. Jawohl, ja. Und eben auch noch. So. Ich dachte schon, das wäre ein Tannenzapfen. Wieso ruckelt denn das jetzt gerade an dieser Stelle hier so komisch? Keine Ahnung. Aber das gibt eine schöne grüne Flagge. Ist klar. Halt. Ah, guck mal, da habe ich es doch gesehen, dass da was ist. Ein stuppiger Stielporling und eine Spinne. Nehmen wir auch noch mit. Ich glaube, um das nächste Gebiet freizuschalten, das dann auch das letzte ist, muss ich irgendwie, ich glaube, Level 5 Pilzjäger sein und Level 3 Fotofuzzi. Ich bin halt erst Level 2 Fotofuzzi. Ich kann ja mal kurz gucken. Wo steht denn das? Ah, Pilzjäger Level, M-Jäger Level 4 und Fotografie Level 2. Okay, ich muss dann wohl doch noch ein bisschen... Ach, guck mal. Aber wenn das so weitergeht hier... Hallöchen. Steht auch irgendwo... Moment, wie lange man braucht. Hier, Moscheln zu sammeln bis nächstes Pilzjäger-Level. 157. Ach, M-Jäger-Level steht wohl für Moschel. Wer hätte das gedacht bei dem Spiel? Ach, da war man. Das ist das. Hier, guck, da hinten. Da war man ja oben drauf, ne? Ja, da will ich da nicht hin. Dann nehmen wir diesen... Ist das überhaupt ein Pfad? Es sieht ein bisschen aus. Ne, ich glaube, das ist einfach nur Sonnenlicht, was da so fällt. Sieht aber schon ein bisschen pfadig aus. Daneben so. Oh, da ist der Zaun. Nee, da wollen wir nicht hin. Ich verstehe nicht, warum die in diesem Level hier so einen Zaun gemacht haben. Also es gibt nicht nur einen, es gibt halt mehrere Zäune. Und das ist halt komplett doof, weil du kannst nicht über den Zaun springen. Und du kommst auch nicht unten drunter durch. Ich hab's probiert. Es geht nicht. Ja, guck, der ist halt einfach da und trennt dann das ab. Es ist aber nicht so, dass du... Moment, passe ich da drunter durch? Sieht so aus, aber geht nicht. Dong, Kopf angehauen. Kommt da auch nicht drüber. Kann ich rennen und dann rüberhüpfen? Nee. Ist total dumm. Ist ja nicht so, dass das als Levelbegrenzung zählt oder so. Nee, du kannst auf der anderen Seite vom Zaun, du musst dann halt irgendwo in 5 Kilometern Durchgang finden. Oder hier die Straße nehmen. Auch gut. Nee, die Straße führt am Zaun entlang. Moment, hier scheint es nach links zu... Hast du gedacht, ich sehe dich nicht? Upp, das hat gereicht. Ich glaube, das war ein Wolf, oder? Noch ein Kojote. Da steht der Willi. Nee. Ich dachte, hier ist irgendwie ein Durchgang vom Zaun. Nö. Aber da ist eine Brücke. Oh, die habe ich jetzt noch nicht gesehen. Ist das überhaupt eine Brücke? Kann man das fotografieren? Oh, da ist ein... Was gezwitschert. Ich will da runter. Vielleicht, wenn ich da rüber... Oh, da war gerade ein Vogel.
Könnte auch ein Blatt gewesen sein, bin mir nicht sicher. Aber links hat es auf jeden Fall gerade gezwitschert. Aber ja, ist halt Zaun, komme ich nicht hin. Warum machen die sowas? Warum sind die so gemein? So, ach, jetzt geht der Zaun links weiter. Aber der ist doch viel kleiner. Guck mal, da kann ich doch rüber, oder? Na komm! Ey, echt jetzt? Gehen wir halt da wieder runter, so. Ob es irgendwie hier was Interessantes gibt. Letztens bin ich hier durch und da war ein großer Turm. Und in dem Turm war etwas, was ich jetzt beschreiben würde als Einhorn. Da unten ist so eine kleine... ich bin schon wieder so dick. Kleine Brücke. Sinnlos in nirgendwo. Und am Zaun. Och Mann. Warte mal, was ist das da hinten? Ein Biber und neben ist eine Schildkröte. Steht ein Otter. Ah, ein Otter. Hab ich doch gesagt. Kann ich die Brücke fotografieren? Nee, aber ich kann das da. Guck mal da. Die schwebt ein bisschen in der Luft. Und lass sie in der Luft schweben. Ist mir egal. Ich nehme sie trotzdem mit. Was ist es? Eine Dosenschildkröte. Ja, guck mal hier. Was ist denn das für eine komplett sinnlose Brücke? Ich meine, ist ja schön, wahrscheinlich irgendwie so gestiftet vom Ortsbürgermeister Prepsenheim oder sowas. Ja, aber die ist vollkommen sinnlos. Ich meine, guck dir das an. Mach einen großen Schritt rüber. Oh, da steht ein Moschel. Nein, nicht fotografieren, aufnehmen. Ich hab Hunger. Noch eine Moschel? Ist hier noch mehr? Ups. Ja, es gibt hier noch mehr. Okay, alles klar, du kriegst ein Fähnchen. Und da ist irgendwie ein roter... Irgendwas? Das ist schon wieder der Otter. Und die Schildkröte. Da ist noch ein rotes Irgendwas, noch ein rotes Irgendwas. So, jetzt... Ey, jetzt ist hier ein Zaun und da oben ist ein Zaun. Jetzt bin ich wieder in diesen Dingens da gefangen, wo ich eigentlich gar nicht hin will, weil das so blöde Zäune sind. Mach mal Platz, Otter. Oder ich hau dich. So. Jetzt bin ich hier wieder in... Und das Schlimme an diesem Waldgedönse hier ist, dass es hier so dicht ist mit dem Wald. Das heißt, wenn es dunkel wird, dann siehst du auch fast nichts mehr. Aber wir haben noch ein bisschen. Ich glaube, wenn es dunkel wird, dann lassen wir das auch. Was ist denn das da hinten links? Ja, ein Zaun. Nein, ich dachte, da wäre... Nee. Ist halt einfach nur ein Zaun. Was? War das ein Eichhörnchengeräusch? Machen die so Geräusche, so Gurgeräusche? Ich bin jetzt sicher. Ah, da rennt irgendwas. Aber was? Oder ist zumindest ein Weg. Komm, wir gehen den Weg entlang. Aber so wie das aussieht, kommen wir daher. Ah, dann ist es halt so. Moment. Da oben ist doch irgendwas, oder? Oder sind das nur Bäume? Nee, da ist irgendwas. Guck. Ach, da ist der Turm, wo ich vorhin gesagt habe. Wir gucken mal, ob wir hinkommen. Aber wahrscheinlich ist ein Zaun vorne dran. Nee, wir kommen hin. Da habe ich auch einen lila Marker gesetzt. Der lila Marker ist eigentlich nur deshalb da, damit ich mir merken kann, wo der Turm ist. So. In dem Turm selbst, man kann halt hochgehen. Und man kann reingehen. Oh, da ist ein Karnickel gewesen. Und ob ich das noch kriege von hier? Also den habe ich auch mal wieder. Ein Hüttensänger wieder. Wo ist denn das Karnickel hin? Was ist das da? Da ist schon wieder das Karnickel. Eigentlich wollte ich dich gar nicht. Aber jetzt habe ich dich nicht. Ja, das war knapp, weiß nicht. Hat gereicht. Ein Eichhorn. So, guck, da habe ich das lila Fähnchen hin, damit ich weiß, wo der Turm ist. Wir gehen jetzt mal rein. Vielleicht ist dieses Horn, was ich da gesehen habe, noch da. Es gibt ja mystische Tiere zu finden. Und vielleicht ist das ein Anzeichen. Also da, guck. Man kann es aber auch nicht aufheben. Es könnte auch so ein Trias Dingens sein. Das ist schon ziemlich groß, merke ich gerade.
So ein Trias-Dingens, weißt du, wo dann vorne so eine Qualle rauskommt und dann so rückwärts schwimmt. Und so spitz. Ja, komm, ich gehe mit euch hoch. Aber es ist eigentlich nichts hier. Man kann halt ewig hochgehen. Na, komm, weiter hoch. Man geht immer weiter hoch. Irgendwo mittendrin gibt es dann plötzlich einen Balkon, wo man zumindest mal rausgucken kann. Ich glaube hier. Oder? Sicher? Nee. Doch. Aber das war's. Und jetzt müssen wir langsam sein. Weil manchmal sitzt da denn ein Vögelein. Oh, da ist ein Vogelnest. Das kann man fotografieren. Ja, oder auch nicht. Oder auch nicht, weil es zu weit weg ist oder so. Keine Ahnung. Von unten konnte man es fotografieren, das weiß ich noch. Da wollte ich nämlich eigentlich einen Specht suchen, aber keinen gefunden. Ja, komm, wir gehen jetzt weiter hoch. Ich glaube, es geht jetzt noch 2 Stockwerke oder so. Und dann ist fertig. Gibt's aber nichts mehr, oder? Oder ich habe irgendwas verpasst, kann natürlich auch sein. So. Wir sind jetzt ganz oben. Könnte man da runterschießen. Wüsste aber nicht warum. Hier liegt aber auch nichts. Vielleicht lag hier mal noch. Nee. Ja, jetzt komm, wir gehen wieder runter. Na komm. So. Ich schon abkürzen. Hau hopp. So. Ich hoffe, dass es keine Leute mit Motion Sickness gibt. Falls doch, falls nicht, jetzt habt ihr. Hey. Es geht noch weiter. Eieiei, ist das schön. So, ich glaube, jetzt sind wir. Uiuiui, jetzt ist mir selber ganz wuschig. Was ist denn da? Da ist schon wieder Eichhörnchenauflauf hier. So, dann waren wir also hier. Dann würde ich sagen, wir rennen jetzt einfach mal da unten hin. Zum nächsten Marker, den ich irgendwann mal gesetzt habe. Oder drüben scheint schon... Ah, guck mal da. Tja. Da hat irgendwer Schlaues einen Marker gesetzt, aber nur ein Pilz. Ich hab doch nicht wegen... Achso, ich wollte gerade sagen, ich habe doch nicht wegen einem Pilz einen Marker gesetzt. Das wäre ja Quatsch. Nee, Augen auf beim Morschelkauf. So, jetzt müssen wir immer gucken. Morscheln, die wachsen ja in Gruppen so, also zumindest in dem Spiel. Keine Ahnung, ob sie das auch in echt machen. Manchmal sind die auch ein bisschen weiter auseinander. Also musst 2-3 Meter laufen und dann sind da als noch ein paar. Oder so. So. Ich gehe mal zu dem nächsten Marker da. Da ist wieder Straße. Oh, das ist meine Hütte, oder? Ja, klar. Vorhin sind wir, glaube ich, nach links gegangen. Also höchstwahrscheinlich sind wir nach links gegangen. Ich gehe meistens nach... Guck mal, wir gehen mal in der Hütte. Wir gehen einfach mal hinten hoch. Hinter Hannes Hase Haus. Hänge 100 Hase Haus. 100 Hase Hänge Haus. Hinter Hannes Hase Haus. So, haben wir wieder was gelernt. Merkt es euch gut. Morgen frage ich euch ab. Da ist noch irgendein Gebilde. Ein wildes Gebilde. Ist das ein Carport oder was? Großes Carport. Nee, das ist... Ist da ein Huhn? Oh, da ist ein Kampfhuhn. Ein Huhn? Wo kommt denn das Huhn her? Ja nun? Ja nun? Du Huhn. Ja. Gagag. Deine Mutter Gagag. So, kann ich aufs Dach drauf hüpfen? Ja, nee. Oh, da ist ein Ball. Einfach mal so. Kann man fotografieren. Was gibt's? Ich glaube 100 Punkte oder so gibt's alles manchmal, wenn du so Sachen fotografierst. Oh, ein Kinderball. In jedem anderen Spiel, weißt du so, da ist ein Ball. Oh, ist das gruselig. Und hier so, oh, das ist ein Ball. Cool, 50 Punkte, ja. Yeah. Es ist aber auch hell noch. Wenn es dunkel ist, wird es schon ein bisschen gruseliger. Aber wie gesagt, das ist kein Gruselspiel. Es ist einfach nur ein chilliges, komm, wir sammeln ein paar Pilze. Und knipsen Tiere mit dem Fotoapparat. So, da geht's rechts. Nee. No. Eichhörnchen. Ja, es ist nur ein Eichhörnchen und es bewegt sich so. Aber wenn es sitzen bleibt, dann will es fotografiert werden. So. 10 Punkte sind 10 Punkte.
Kann man ruhig mitnehmen. So, 1858. Komm, da gucken wir. Ist das jetzt ein anderes Eichhörnchen? Schon, oder? Nehmen wir mit. Zack. Dann gucken wir mal, dass wir im besten Falle noch auf 2000 kommen. Ist das schon wieder das Eichhörnchengeräusch? Was ist denn das da unten? Ach, da ist wieder der Aussichtsturm, oder? Ja, aber da waren wir ja schon. Ne, da sind wir letztens runtergekommen. Gehen jetzt halt hier rechts entlang. Ach, das ist wieder so ein blauer Grafikglitch. Vogel. Ich meine, die geben 70 Punkte, aber weiß ich nicht, ob es mir wert ist, da jetzt... Ich bin nicht der Eco-Shooter-Fuzzi. Ich krieg das nicht hin, bin ich zu dumm für. Ist halt einfach so. Und dann so... Außerdem spiele ich ja hier mit Controller. Da ist das Ganze ja dann nochmal schwieriger. So. Deshalb lasse ich das, so Feinjustierungen da zu machen. Da oben ist wieder Zaun. Kommt mir ein bisschen vor, als wären wir im Wild- und Wanderpark. Also auch hier viel Wald und so, aber auch viel Zaun. Damit die Rehe nicht wild wandern. Oder so. Diese Stümpfe da, die sehen halt immer aus, als würde da irgendwie einer mit einer Felljacke stehen oder so. Das ist noch ein Kojote. Punkte geben die Kojoten? Keine, weil wir schon fotografiert haben. Da oben, ach, da oben geht's wieder an die Holzbrücke, die große, gell? Und 10 Punkte, da vorne sind 10 Punkte auf der Straße. Es sind ja viele Eichhörnchen fotografiert, das ist schon in Ordnung. Irgendwie... Oh. Das war ein Opossum oder so. Wo ist das hingerannt? Was ist das? Bleib bloß nicht stehen, du Depp. Ah, so, hab's gekriegt. Ich weiß noch nicht, was es war. Ein Opossum. Und da ist noch ein Biber. Ein Biber von hinten. Hä? Waren das 2? Ne, Moment. Biber, komm nochmal her. Biber Butzemann. So. Jetzt sag mal. Okay. Da hinten rennt wieder irgendwas. Oh. Ja, den nehme ich natürlich mit. Ist da noch? Ja. Das ist schon mal gut. Da noch. Dann hier wieder eine schöne Flagge hinmachen fürs nächste Mal. Ich finde generell, muss ich aber sagen, die Geräusche im Spiel sind gut. Sie sind weit weg von realistisch, aber dieses plupp, 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 wenn man was pflückt und die sind schon super. So, wir müssten eigentlich gucken, dass wir wieder oben auf den Weg kommen, weil wenn es nämlich gleich dunkel wird, dann sind wir im Wald hier wirklich aufgeschmissen. Es ist halt einfach so. Und ich will ja zumindest noch ein bisschen sowas zeigen. Ich habe auch gehört, nach ein paar Tagen, also wenn ich wie gesagt, wir sind bei Tag 26, bei Tag 60 oder so, gibt es dann hier auch Beeren und so. Also Bären mit Himbeeren. Ja, ich weiß. So, jetzt wird's dunkel. Wir haben die Maske an. Die Lampe an, meine ich. So, wisst ihr, was ich meine, wenn ihr sagt, weil wir sind jetzt aufgeschmissen hier im Wald, wenn wir nicht auf dem Weg sind. Wir gucken jetzt auch, dass wir auf dem Weg bleiben. Ich glaube, wir sind gerade... Guck mal, da sind noch ein paar. Die nehmen wir natürlich mit. Natürlich. 2? Ne, da ist noch einer. Oh. Da ist irgendwas gerannt. Ja, waren wohl nicht so viele. Egal, es reicht, um eine Flagge zu setzen. Immer schön Flagge zeigen hier. Da rennt doch schon wieder was. Da vorne glüht's. Ah, da ist mein Häuselein. Mein Häuselein. Dann würde ich auch mal sagen, dann tun wir das jetzt hier beenden. Also diese Map. Ey Mann, das Spiel macht so viel Spaß. Ich glaube, wir zocken morgen noch eine Runde, oder? Ich wollte es ja wirklich nur einmal
vorstellen, weil ich mir auch nicht vorstellen kann, dass das überhaupt irgendjemanden interessiert. Es ist eine Sache, eine Walking Sim zu spielen. Da hast du ja, oh, wir haben 2000 Punkte. Da hast du ja wenigstens irgendwie ein Ende und ein Ziel bei einer Walking Sim. Hier halt gar nicht. Aber ich finde es halt so super entspannt und man hat halt was zu tun. Es ist nicht einfach nur rumlaufen, sondern man hat halt noch was zu tun. So. Wir gehen uns jetzt einen Kompass kaufen. Ich habe keine Ahnung, ob uns der irgendwie nützlich sein wird. Oder warte mal. Was kostet das? 5000. Für Nachtsichtmodus. Aktualisierung. Nee. Da hier. Kompass gekauft. Fügt ihrer Benutzeroberfläche einen Kompass hinzu. Ja, jetzt habe ich gedacht, vielleicht wird jetzt die Karte hier sichtbar oder so. Nö. Guck mal, da steht ein Pferd und da draußen steht ein Pferd. Ja, komm, wir gucken mal. Haben wir... wo ist denn... Ach, da hinten. Was haben wir denn heute? Fotografieren Sie einen Schmetterling. Dann kriegt man 100 Punkte. Gestrig war ein Stachelbart-Igel, Stachelbart-Pilze haben wir auch nicht hingekriegt, weil wir nämlich nichts können. Kann ich ja noch ein bisschen den Profi-Room zeigen. Was ist denn das da? Oh, das ist ziemlich viel Grün hier. Was haben wir denn hier? 50 Moscheln, 50 Schwefelporlinge. Fotografieren Sie einen Marienkäfer, habe ich auch. Wöchentliche Aufgaben. Ach, hier stehen die wöchentlichen Aufgaben. Specht fotografieren, habe ich immer noch nicht. 613 Moscheln gefunden und mein Pilzjäger-Level ist 4. Und hier sind die ganzen Pilze, die ich gefunden habe. Leuchtpilze habe ich noch keinen einzigen. Ein Papagei noch nicht, eine Eule noch nicht, Ameisenbär, Fledermaus. Aber Tiere habe ich schon relativ viel. Ein Luchs fehlt noch. Ein Luchs habe ich mal in echt gesehen. Aber nicht nur im Wildpark oder so. Nee. Ich fahre ja, wenn ich auf Arbeit will, durch den Wald. Also hier, Pfalz. Geil, Pfälzerwald. Und da habe ich mal einen Luchs gesehen. Einen richtigen Lebenden sogar, nicht einen toten. Mantarochen, guck. Ja, super. Ein Buckelwal, Walhai, Meerestiere, Delfin, Lagerrobbe, Clownfisch, Meeresschildkröte, Krabbe, Oktopus, mysteriöse Tiere habe ich noch gar nichts. Insekten, eine Schnecke ist ein Insekt, ja, das ist ganz klar. Ein Schuh. Ach, Objekte, die man finden kann. Vogelnest, Eisenbahnstunde, Kinderball, den haben wir gerade gefunden. Ja, okay. Jetzt bin ich schon wieder hier. Ich wollte euch doch hier irgendwie kann man doch hier was einstellen, soweit ich weiß, oder nicht? Was ist das da? Ach ja, es gibt noch in jedem Level eine goldene Moschel zu finden. Die sind einen Ticken größer wie normale Moscheln und golden, meistens aber gut versteckt. Ich habe immerhin schon 2 gefunden. Das ist eine Kristallmoschel, okay, das kannte ich noch nicht. Irgendwie kriegt man es hin, dass man diese Bilder da ändern kann. Ich weiß aber nicht mehr wie. Was steht da? Fotograf Stufe 5. Bin ich noch gar nicht. Ich bin noch nicht mal Stufe 3. Alte Mandoline. Ich sehe nix. Fernglas. Was laberst du? Ah, um das Foto zu wechseln. Ja, dann machen wir das. Das war ein falscher Knopf, oder? Keine Ahnung, was nehme ich denn jetzt da für ein Foto? Zeig mal her, ob wir was Cooles haben. Wir haben schon ziemlich coole Fotos. Ein Pferd. Ein Auto habe ich hier irgendwo gesehen. Was war denn das? Oh, das sieht gut aus. So. Und jetzt würde ich gerne wieder rausgehen. Na, raus. Oh, gucke. Ach so, man muss einfach hingehen an die Fotos. Ja, da muss man auch erstmal drauf kommen hier. Oh, das sieht gut aus. Das ist gechilltes Vieh. So. Wie viele Punkte haben wir eigentlich noch? 28. Ich glaube, eine Sonnenbrille kostet 500 oder so. Ich brauche ja noch was für morgen. Ey, morgen geht's weiter, Leute. Ist mir egal. Ich mag das Spiel einfach. Morgen, ich zeige euch jetzt erstmal, auf was wir hinarbeiten. Und zwar auf diese sexy Sonnenbrille da. Die ist schon geil. Oh ja, da, Kolibri-Fallen. Habe ich mir letztens eine gekauft. Die stellt man dann auf im Dschungel und dann kommen manchmal Kolibris und dann kannst du fotografieren. So. Aber morgen, also wir brauchen morgen 500 Punkte. Das sollte zu machen sein. Und wir gehen morgen, im Birkenwald waren wir ja, auf die Farm. Und
Ja, reicht ja auch. Was ist denn vergessen? Ist eine Höhle, das brauchen wir da. Fotografie Level 3 und Jäger Level 5. Haben wir beides noch nicht, aber sind wir beides jeweils ein Level drunter. Sollte machbar sein. So, morgen, ihr Leute. Aber morgen fangen wir an. Morgen werden wir erstmal ein bisschen... Wo geht denn das jetzt? Ich wollte doch hier ausreiten. Achso, im Outdoor-Shop muss ich. Da werden wir ein bisschen mit dem Moped fahren. Ich weiß noch nicht, ob wir mit dem Moped fahren. Hier, Moped. Oder mit dem Gaul reiten. Kann man eigentlich auch das Boot? Ne, die Boote kann man nicht kaufen. Wir müssen mal gucken. Und dann suchen wir morgen mal Roboterteile. Gefunden wurden auf diesem Land. Schön für euch. Die suchen wir. Mittels Pferd oder Moped. Weiß ich noch nicht. Sehen wir dann morgen. Okay, morgen. Tschö. Sorry, ich wollte ein bisschen leiser Tschüss sagen. Nicht, dass ihr eingeschlafen seid.